Hallo, welcome. Hello, welcome to the place of the fun. Nee, die dich nicht geirrt an der Frequenz. Die sind bei dem coolsten Sender, den es gibt. Und hier sind da zwei, die nicht eins gehen. Oh, das stimmt da gar nicht. Okay, ich gehe eins, mehr. Ich schwätze ein bisschen mich. Wenn du dafür lasst, dein Bart immer. Ich mache das so sporadisch. Alltag wie es eine neue Tour so weit raus, dass ich drin muss rauszupfen. Ei. Es hält einfach kein an, das immer so rollen, weil ich nicht alle Hohe gleichzeitig angefangen, das ist immer so alltag irgendein anderer tun, los, das tun, los, das tun, los, das tun, los, da dem Back drin, los, da dem Können drin, los, da dem Holz drin. Ja. Ja, bei mir auch, die Laschkehr war, just der mir angefangen haben, abzuholen. Gesichtshoher. Wie wat hu mir da am Gesicht an? Man, die protegieren, als ich das jetzt nicht so kahl geht. Wat? Mein Gesicht ist nie kahl. Ja, weil es hoch ist. Guck, wenn du baust minus 10 Grad sind, da wünschen ich mir wirklich, dass ich mir Kind eine lange Bartwurzel lassen. Mhm. Das ist unfair, dass Männer sich können einen kleinen Pelzwurzel lassen, einen kleinen Dacken für ihr Backelchen. Diese protegiert für der kahle, eisige, pickige Luft. Ja. An den pickigen Schneeflocken. Ja. Beim Skifahren. Und damit wären wir auch schon beim Thema Gesichtshoher bei Frauen. Sowohl Cis-Frauen wie Trans-Frauen. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwatzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Das Haar insgesamt, wir schwatzen über Gesichtshaar haut, Geschlecht macht gern. Also je nachdem, wo ihn Haar hat oder nicht Haar hat, als ihn als Mann oder Frau lesbar. Oder als nicht klar identifizierbar, was natürlich auch eine Option ist. Und wenn ihn zum Beispiel als Frau lesbar ist und es wussten einem Haar, wo eigentlich kein sollte sein, der Norm entsprechen, nämlich zum Beispiel Barthaar, dann wird ihn direkt als mehr männlich bzw. Männer weiblich identifiziert. Mhm. Männer weiblich in der Haus. Also, wir wussten Haar Köln, wir wussten Haar über der Lips. Auf anderen Plätzen sind nicht am Gesicht sind. Aber am Gesicht, Plätze, wo ich erklärt habe, dass das nicht normal wäre für ein weiblich Madame. Die Normalplätze sind Aperhaar, wobei doch Leute gehen, die sich Stehwäsche machen und sie dann abmolen, zum Beispiel. An Wimpern, an der Nuss, also du Keh, aber so gut, wenn so rauskommen. Für den Rest, wenn ihn Haar und den Backen hat, wenn ihn eine Monobraue hat, wenn ihn Haar über den Lips hat, Haar am Kinn, Haar am Hals. Ja, aber wobei muss gesagt gehen, also es tut den überall im ganzen Körper so ein Flum, so ganz klein blond Haar, die sind, da also nicht, was man du mit abrechnen, mit Mengen konkret von den weiß Hautfarbe hat, und in auf verschiedene Plätzen dunkel Haar hat, Ja. die gut visibel sind. Genau. Und die auch ein bisschen mehr lang sind und ein bisschen mehr dick wie den Flum, den wir überall haben. Yes. Hauptsache ich spüre mal währenddem sie mit meinem Flum. Sehr gut. Voilà, an einer anderen Episode schwätzen wir darüber, wie in der kann losgehen, wann in der will losgehen. Aber heute schwätzen wir just darüber, was das bedeutet zu haben und wie das in der Gesellschaft angesiegt und wie das für Leute ist, die man da leben müssen. Haar am Gesicht zu 100 Plätzen, die sich nicht so akzeptiert sind, generell, als irgendwie so ein mega geheimnismänglich für viele Leute. Also ich habe mich mega lang geschämt, ich habe gedacht, das dürft ihr nicht tun und ich wäre anormal und so weiter. Und ich meine, das sind auch nicht Haar, wo ihr unbedingt mit anderen Leuten drüber schwätzen, dass in der hat.
general gibt nicht ganz viel öffentlich darüber geschwärzt, dass sind zum Beispiel Bartour hat oder so als Frau. Das ändert sich da gerade ein bisschen so mit der Popculture und so. Also es war wirklich mega lange Zeit, du bei Benhoher oder an den Arm sehen, dass sie einem Hoher du wussten, möchte den so wasch für das so aussieht, wie wenn ich keine Hoher du hat. Ich meine, bei Gesicht so, als wirklich viel mehr krass so, du willst mal nicht so gehen, dass als du Hoher wussten. Ja, generell, also die Ideal für Frauen einfach so wenig hoher wie möglich zu haben. Und du gibt dann allmählichen hoher Management betrieben für sie wird ganz wasch zu machen, sie wird durchsichtig zu machen, eben durch Bleachen zum Beispiel, weil eben dann dem Flum, den ich für den gespart wird, dann Mino könnt. Und dadurch wird es dann direkt als mehr akzeptabel gesehen. Ja. Frauen verbringen noch am Durchschnitt pro Woche ungefähr 104 Minuten immer da 4 Day hoher am Gesicht zu managen. Das ist mega, mega, mega viel. Ja. Mei. Ja, und da das einfach nicht ein relativ gewöhnlichen Aufwand für die meisten Frauen, für einfach sich zu trauen, aus dem Haus zu gehen, für sich als Frau zu fühlen. Also das betrifft nicht nur Cis-Frauen, sondern auch Trans-Frauen. Wo Bemol, wenn ihn sich als Trans out und auch eben als Transfrau im Moment für gelesen gehen, hoher Management einen ganz zentralen Stellenwert kriegt, weil ich schon auf Facebook ein Foto gesehen von einer Transfrau, also just von ihrem Gesicht, und hat eine Person drinnen kommentiert, ja, wenn sie sich als Frau gesehen, dann müsste sie zwar vielleicht mal aufhängen, hier abhoher zu zupfen, weil sonst wäre kein wirklich Frau, ein richtig Frau gif. Ja, hier abhoher zupfen. Das hat mich das mich mega schockiert, einfach, dass, einerseits kriegen natürlich Cis-Frauen auch so Kommentare, aber auf der anderen Seite, also bei Transfrauen noch ein andere Sache, weil sie je nachdem nicht nehmen vielleicht als ungepflegt lesbar sind, mit halt kalt als Geschlecht, als das sie sich nicht selber empfangen. Was natürlich, also bei Aperhur, also bei Angesagt, mir auch zum Beispiel bei Bartour natürlich noch mehr ein wesentlichen Aspekt ist. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Mir das auch so selbstverständlich, dass wir die wollen, dass wir die mussten lassen gehen. Ich wollte Recherche machen und ich gegoogelt, Gesicht zu, weil ich wollte Informationen dafür kriegen, was das sozial und so weiter bedeutet. Alles war das gut als Resultat, einfach wenn ich Gesicht zu angehen habe, war Protein für sie lassen zu gehen. Ich konnte just Reklamen für welches Lokal mein hoher besser lassen gehen. Da war keine Informationen dazu, nicht. Also das ist wirklich so, du kriegst das als Massage, das ist das Einzige, was du machen kannst, wenn du den hoher hat. Du kriegst es lassen. Das ist die einzige Information, die irgendjemand jemals braucht zu hoher anscheinend. Und das ist wirklich ein Grund auch für die Leute, die ganz viel den Gag zu machen. Mit mir haben sie ganz viel Gag gemacht, wo ich jung war. Und gebe wahrscheinlich auch noch, wenn ich mein Haar nicht gebe, managen. Und Leute mit einer Monobraue zum Beispiel, die dann immer gesagt haben, sie geben ausgesehen wie Frida Kahlo oder so. Weißt du, das ist wirklich... kriege permanent gesagt, das sind doch nicht normal ist. Das ist ganz, ganz schlimm. Was mir persönlich mir selber aufgefallen ist, aber meine ich auch ein verbreten Aussicht, also war ziemlich schockierend, dass also das betrifft nicht nur das Gesicht, sondern mehr auch, wenn ich eine Frau gesehen, also eine Person, die als Frau sich zu lesen geht, dass wann der op enger Platz hoher Wussen, wo se eigentlich für dat Geschlecht net zur Norm gehören, da sech direkt davon ausgehen, die Person weiß wahrscheinlich nicht, dass se du dat hoher huet oder die Person gut wahrscheinlich noch nicht mat, dass dat eigentlich sech nicht geheiert. Dat aus echt der Reflex dat zu mengen, wie zu denken, dat war e persönliche Schwur von der Person, du wussten zu losen, zum Beispiel als Protest eben gerade gehen so genommen. Ja. Also ich muss doch so ich bin immer davon ausgegangen, das sind das nicht wirklich schief gesehen. Ich habe gedacht, wenn es zu hoch über der Lips ist, das muss ich dann normal sehen, dann sehe ich auch nicht, sie kein Deckhoher, sie kein Haartor, sie kein mega deichter Haar, und ich habe gesagt, wahrscheinlich nicht so viel. Das fällt irgendwann mal, dachte nicht, ob bis so Leute alle gut nur gefangen haben. Also es war nicht just eine Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich die Haar hatte. Ne? Das war schon wirklich krass.
Frauen, die merken, dass sie irgendwie hoch am Gesicht tun und trotzdem so aus dem Haus gegangen sind, an die Stelle dazu kommen, weil für das zu managen, und otherwise fühlen sich immens unwohl, auch sozialen Situationen oft. Also natürlich steht die so, es wollte eine Wasch machen. Gibt natürlich auch Leute, die Expresso und dann trifft das nicht so. Aber Frauen, die Leberwelten sie hatten, die hohen, die fühlen sich schrecklich unwohl an soziale Situationen an, beholen sich dann noch an, dass wir das in denen nicht so gesehen. Ich hatte den Zeug gelesen und schon direkt ein bisschen durch und denken, wo ich einfach den Flieger geholt habe, für zurück auf London zu kommen, und ich dachte schon, gesagt sowieso chemisch, das ist mir egal, ich habe mich nicht geschminkt oder nicht, und ich wusste, dass mein Haar ein bisschen nur gewusst wäre, ich war der Lips, aber war mir nicht so mega wichtig. Und natürlich genau den Tag habe ich getroffen, den ich kannte am Flughafen, den derselbe Flieger geholt wie ich, an den hat mich seine Kollege vorgestellt, und ich habe mich so geniert, und er sitzt sich und plus so an einem Sitz neben dem Kollege, und schon näher mich mehr auf wie ich mich verhalten habe, wie das schon auf der Lips hat. Weil nicht dann mal geschwärzt und schon die ganze Zeit so meine Hand so ein bisschen für den Mund gehabt und so für das zu verdecken und zu verstoppen, weil ich mich so geschämt habe und ich weiß, dass die Sonne geschenkt hat, das Fenster, und ich habe gesagt, das nach mir, da fällt jetzt so krass ab, und ich konnte mich gut nicht auf die Konversation mit der anderen Person anlösen, weil ich mich geschämt habe. Ja. Das ist so krass. Ja, das gibt mir eigentlich komplett in der Schade, dass es nicht nimmer. Ja, bei Männern geht es echter als eine persönliche Schwach einfach gesehen, ob sie sich den Bart wechseln lassen oder nicht. Und bei Frauen also einfach nicht. So natürlich zwingt euch kein Wort wirklich dazu. Es steht kein du mit einer Pistole, seht so, du machst die Haare wasch. Ja. Mir einfach der Fakt, dass es so dass du sich so überwannen muss, für dann auch Kontakt zu treten mit Leuten, dass es so schwer ist, sich wirklich schwul zu fühlen, dass du so self-conscious bist, also einfach so, ja, unsicher bist, einfach. Und die ganze Zeit nicht mehr um die Platz denkst, wo die entweder pur oder auch nicht mehr das ein Tor ist, und du denkst, oh, die Person, mit der ich gerade schwätze, guckt wahrscheinlich auch nicht mehr auf das Tor, und alles dreht sich bemol das Tor. Das ist einfach so, der dominiert dann einfach die Interaktionen mit Leuten. Das ist einfach Müll, und der tun ich auch Lohn nach. Ja, das ist wirklich krank. Also, zumal, wenn ich bedenke, dass das ultra natürlich ist, dass einem durch die Haare wechseln. Also, weil für mich ist es wirklich von einem Punkt rauskommt, wo ich einfach der Meinung war, eben, dass es nicht normal wird, dass einem als Frau gegen den Haare wechseln. Und dafür habe ich mich geschämt. Und mittlerweile weiß ich ja aber, dass das normal ist. Und trotzdem hat sich da nicht viele Shift gemacht in meinem Kopf. Also, weil ich immer noch denke, okay, mir andere Leute denken wahrscheinlich trotzdem, dass es nicht normal ist. Und dafür muss ich da irgendwie drauf passen. Ja. Mit das auch so, ja, Teufelskreis einfach, weil so gute Wandleute die von alle guten aufhängen, mehr tolerant zu gehen, dadurch, dass aber weiterhin nach jeder sich und Normen hält, kann ihn immer davon ausgehen, ja, jeder findet Normen so gut, also es kann den einfach nicht so richtig da raus, ja, weil, wie du eben am Anfang so ist, es wird nicht wirklich drüber gespart, das weiß ich noch nicht, weil die Leute dazu stehen, und das ist einfach unmöglich für den Kreislauf zu brechen. Ja, absolut. Also tun natürlich nicht alle guten Leute, alle guten Frauen do auf all den Plätzen hoch am Gesicht, wie wir lo genannt tun. Und dann verschiedene Leute, die so das Hunde hoch, dass sie eben just so halt, dass sie nicht wirklich vorhält. Muss ich noch wissen, dass Hautfarbe eine große Rolle spielt, wie viel hoch das in hat. Also als Weißleute am Anfang oder normalerweise im Durchschnitt Männer deichter hoher, wie zum Beispiel Leute mit mehr deichter Hautfarbe, also die Hunde meistens auch oft mehr hoher und müssen oft noch viel mehr in da kämpfen wie mir, weil die sowieso schon durch schon ein Stigma ist, wenn eine Schwarzfrau ist, dann ist sie viel mehr männlich schon an mehr dominant, und das für die angry black woman, das sind die immer sowieso Rose sehen, aber wenn ihn dann auch noch damit konfrontiert, dass ihn mehr hoher holt, was dann noch einkehr von dem konstruierten Weiblichkeitsideal fortgeht, dass das dann noch ein zusätzliches Problem mit dem der dann auch noch kämpfen muss. Also das ist wirklich tut so viele Konsequenzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, am Allgemeinen, also so war den Sus von seinem Körper, von seinem Auftreten, von seinem Erscheinungsbild mehr weit weg von der Norm für sein Geschlecht, was den Druck für zum Beispiel hohe Management zu betreiben, oder wenigstens der Norm zu entsprechen, mehr hoch geht, weil es gibt eben andere Aspekte, die ihn
Manner kontrollieren kann an du wennst also net den Drogers net für all Menschen selwicht auf allem wat auch oft vergisket als das wieviel hoher oder net in huet auch markiert also Klassenzugehörigkeit markiert weil wie du so ich mein, den Durchschnitt wären 104 Minuten an der Woche den investiert an hoher Management de huet net chiin ja wo in hoher oder wo net als eben dem moment genauso ein Marker von sozialer Zugehörigkeit wie gut Zahn oder gut Haut oder Schein Ranghaut oder Kleiderstil. An net just Zeit muss en Hume auch die Sue muss en holen, weil mir auch an der Episode iwwer Produkte darüber schwatzen, dass die meist Produkte einfach saudeier sind ne. Ja. An Produkte oder Servicer ne. An dat kann in sich dann noch just lechten zum weil so etwas Triviales ist. Das ist so klange blödsinnische Problem a für den ist so viel Suen auszugehen, dat kann in sich just erlauben wann er so viel Suen hört. Ja. Cool schmengen. Wir sind durch für Haut. Es gibt noch viel weiteres zu erforschen und zu entdecken. Und du weinst, schalte mal lo bei uns coole Rubriken mit dem coole Kali. Yeah! How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Heute klangen How-to über Lecken. Lecken ist eine Form von Oralsex, die heißt, dass sie mit der Zunge etwas bei einer Vulva mischt. Es gibt bestimmt auch Leute, die andere Genitalien lecken, aber an diesem How-to schwätzen nicht drüber, wie ein oral eine Person mit einer Vulva befriedigen kann oder kennt. Fangt mal von hier an. Wenn eine Person noch nie geleckt wird, ist es ein guter Tipp, für dich mal Dümmfall zu erkunden. Das heißt, für dich mal über den Bauch oder die Bauchseite von den Beinen zu lecken oder zu kussen, dann sich löserlich rund zu tasten bei der Vulva, die Bauchslipsen zu berühren, die Bauchslipsen an irgendwann ein Fleisch Klitoris spitzt, auch Kitzler genannt, also den Teil von der Klitoris, die ihr gesagt, die oben rausguckt. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie ihr kann lecken. Die eng ist zum Beispiel mit der flachen Zunge, wie wenn ihr in einer Glas ging lecken. So kann ihr möglichst viel von der Oberfläche von der Vulva berühren und sogar auch Klitoris stimuliert, die bis mehr innen drinnen leidet. Eine andere Variante ist, die Zungenspitze zu benutzen. Damit kann ihr mehr spezifisch bestimmte Bereiche stimulieren, zum Beispiel Klitoris spitzt. Das kann ihr auf unterschiedliche Art und Weise machen. Mit seiner Zunge kann ihr ganz unterschiedliche Bewegungen machen. Entweder Rob, also von Urwen nach innen, oder Rob, also von innen nach Urwen. Von längs nach rechts, am Kreis, entweder mehr Urwe bei der Eschel, oder es kann auch mit der Zunge mehr Rob bei der Vaginalagang gehen, rundherum die Kreisen an der Rauffuhren. Das fühlt sich von Person zu Person, die ihr leckt, unterschiedlich an. Dafür muss ich nicht auch einfach ein bisschen ausprobieren. Auch wie schnell oder los ihr soll machen, ist relativ unterschiedlich an Aufhängestufen, wie lange schon gewisse Bewegungen mischt. Tendenziell ist ein Tipp, immer mal mehr loszumachen, wie ihr denkt. Die Person, die geleckt wird, sieht meistens, wenn sie gern hat, dass es mehr sehr sein. Genauso ist es beim Druck, also wie fest oder nicht fest. Ein Indikator ist, wenn die Person, die geleckt wird, tief zurückzieht oder -4. Auf jeden Fall mal durchstarten. Und aufgepasst, wenn eine Person die Hälfte vom Mund erwäscht zieht, kann das nicht unbedingt nur heißen, dass sie mehr Druck will, aber auch das Platz nicht so ideal ist. Du am besten nachfragen oder nur darüber schwatzen, wie es war, was gut war, aber nicht so gut war. Und mit der Person, mit der Sex wird, aufklären, dass sie auch immer so kann, wenn sie etwas gern ernst hat. Und probieren, eine Atmosphäre zu schaffen, dass es doch möglich ist. Wie gesagt, muss ich nicht nur Druck und Bewegung rausfinden, aber auch die richtige Platz. Viele Leute mit einer Vulva haben es nicht gern, wenn sie direkt auf der Klitoris spitz berührt gehen. Mehr zum Beispiel ein bisschen mehr innen drinnen. Oder ein bisschen mehr drüber. Da kann ihn zum Beispiel bei der kleinen Vierhaut, die bei vielen Leuten über der Klitoris spitzt leidet, aussetzen und die Vierhaut dann rauf über den Kitzler drücken. Die seht, das schon am Erklären heißt nicht so einfach. Und das wirklich individuell, wie eine Person am liebsten will oder nicht will geleckt gehen. Das Allerwichtigste
ass effektiv net Technik wéi gut lacke kann, méi der Schiederin sech wohlfielt. Wann ihn zum Beispiel Gefühl huet, déi Persoun déi geleckt gëtt, fühlt sech unwohl, kann er vielleicht dazu soen, dass er net ger mischt an nimme mischt, worauf er noch Lust huet, a genauso lang an umgedreht. Et soll den doch net persönlich wollen, wann Oralsex net direkt bei der ersten Kehr klappt. Oft ist es einfacher Prozess, sich ohne ihn zu winnen. Außerdem ist es doch eine gute Idee, einfach heinz du eine kurze Session anzulegen, wohin der andere Person erklärt, wie die eigenen Genitalien funktionieren, und was sich wenn nie und wo gut fühlt. Außerdem setzt es oft Personen in einen Druck, egal ob sie geleckt gehen oder lecken, dass eine Person muss einen Orgasmus haben. Auch da lohnt es sich, darüber zu schwätzen. Es denkt dir nämlich oft, wenn ihr geleckt wird, dass es für die andere Person zu anstrengend ist, die das nicht wirklich will oder die das nicht wirklich gut will. Umgedreht kann es passieren, dass die Person, die leckt, am Anfang keine Lust mehr hat, mehr das Gefühl hat, sie muss weitermachen. Als allerletzter wichtiger Tipp: wenn die Person, die geleckt wird, stöhnt oder mehr gereicher möchte, kann ihn das vielleicht dazu verleiten, mehr zu gehen oder mehr Druck mit der Zunge zu machen. Das ist halt so kontraproduktiv, weil Stöhne signalisiert ja meistens, dass es gut ist, genau so wie es gerade ist. Hier ist es vielleicht eine gute Idee, einfach mal denselben Druck und dasselbe Tempo beizubehalten. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Dann schreibt uns auf sex@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwortet ohne dass man Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Dir fand méi wéi Sex op Facebook, op Instagram, an Site sexpodcast.lu oder op all eure gewinnene Podcast-Plattformen. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat freundlicher Unterstützung vum CESAS, dem nationale Referenzzenter fir Promotion vun der affektiver a sexueller Gesundheit. Finanziert vun der Œuvre Grand Duchesse Charlotte. Den CESAS gëtt all Responsabiltäit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.